Auf der Rückreise kommen wir in ein Dorf an der griechisch-jugoslawischen Grenze. Es heißt Andartiko, so wie der Partisanenkrieg auf Griechisch. Hier lebten bis 1949 auch viele Slavo-Makedonen. Tausende von ihnen kämpften in der demokratischen Armee. Als Tito mit Stalin brach und Jugoslawiens eigenen Weg zum Sozialismus ausrief, schlugen sich die Slavo-Makedonen auf seine Seite. Von den Moskau-treuen griechischen Kommunisten wurde ihnen deshalb die Schuld an der Niederlage zugeschoben. Die siegreiche griechische Nationalarmee auf der anderen Seite machte ihre Dörfer dem Erdboden gleich. Alle mussten sie Griechenland verlassen. Sie sind die völlig vergessenen Verlierer dieses Bürgerkrieges. In Skopje treffen wir die Slavo-Makedonin Vera Foteva, die zwischen 1948 und 1949 die Massenflucht von ganzen Dorfgemeinschaften und Familien mitorganisierte. Vor allem aber die Evakuierung von weit über 20.000 Kindern in die sozialistischen Staaten. Das sogenannte Pedomasoma erregt heute noch die Gemüter. Wurden die Kinder von ihren Familien getrennt, um sie zu fanatischen Kommunisten zu erziehen? Oder war es eine auch in anderen Ländern übliche Kinderverschickung, weil die griechische Luftwaffe mit amerikanischer Bewaffnung, darunter auch Napalm, Dörfer und Schulen in Nordgriechenland bombardierte? Yannis war, wenn auch mit Vater und Mutter, eines jener Kinder, die ihre Heimat verlassen mussten, ohne zu begreifen, warum. Und wie ging das praktisch vor sich? Wie kamen die Kinder nach Jugoslawien? Also praktisch ging das so. Nachdem die neuen sozialistischen Staaten ihr Einverständnis zur Aufnahme der Kinder gegeben hatten, wurden die Kinder aus den einzelnen Dörfern von der dortigen Verwaltung ausgewählt. Und es wurde eine Frau als Verantwortliche bestimmt, zum Beispiel für Yannis und 9 andere Kinder. Die Moromanes, so wurden diese Frauen genannt, denen jeweils eine Gruppe von 10 Kindern anvertraut wurde, mussten öffentlich ihr Ehrenwort geben, dass sie die Kinder wie ihre eigenen beschützen würden. Wenn sie dann die Grenze erreicht hatten, wurden die Gruppen vom Roten Kreuz dieser Länder in Empfang genommen. Interveniert auch das Rote Kreuz? Natürlich. Das Rote Kreuz nahm die Kinder auf und gab ihnen Schutz. Und als die Kinder aus der Gegend von Paiku, Kaimaxilar oder Vermion ankamen, wurden sie nach Monastiri gebracht oder Bitola, wie es auf Slavo-Makedonisch heißt. Bitola heißt also Monastiri. Der Bahnhof von Bitola in der Republik Makedonien des ehemaligen Bundesstaates Jugoslawien. Das Ende unserer Zeitreise in die Vergangenheit. Von hier aus wurden 1948 der kleine Yannis und seine Familie Richtung Tschechoslowakei gebracht, in die Heimatlosigkeit. Vera Foteva, Kämpferin der Demokratischen Armee Griechenlands. Flucht 1949 nach Albanien. Wurde von Zachariadis wegen Parteinahme für Tito denunziert. Ihr Dorf in Nordgriechenland wurde von der griechischen Armee dem Erdboden gleichgemacht. Sie wurde in ein Straflager in Sibirien deportiert. Lebt heute in Skopje. Panayotis Vassiliadis, Bauer aus Notia, verurteilt zu 20 Jahren Kerker. Er hat keinen einzigen Schuss abgefeuert. Marica Kritikou, die eigentlich nur tanzen wollte. 30 Jahre Exil in der Tschechoslowakei. Witwe, alleinstehend. Stelios Stefanidis aus Thessaloniki, Arbeitersohn.
gefoltert und zum Tode verurteilt. Über 30 Jahre Exil. Grigoris Farakos, ehemaliger Funktionär der Kommunistischen Partei. 30 Jahre Exil. Die 3 Todeskandidaten, Spiros Andreadis, Vassilis Yannikos und Theophilos Koronakis, einige der wenigen, die in Griechenland geblieben sind. Christos Janos aus Konitsa, nach fast 40 Jahren Exil zurückgekehrt. Yannis Kranias, einst Gefangener des Hellas, wanderte mit seiner Familie in die USA aus. Konstantinos Koutsurumbas, heute Rentner in Athen. Dimitrios Soutsou machte nach 1946 Karriere in der griechischen Nationalarmee. Yannis Yadagantzidis, Sohn eines Schafzüchters, musste als Kind seine Heimat Griechenland verlassen. Wurde in Prag zum Grafiker, Designer und Fotografen ausgebildet. Schaffte 1975 die Flucht nach West-Berlin und ist heute ein erfolgreicher Künstler und Fotograf mit deutschem Pass. Der Bürgerkrieg hat für die Entwicklung Griechenlands verheerende Folgen gehabt, sowohl in materieller als auch in menschlicher Hinsicht. Ich denke, dass dies für die Beteiligten beider Bürgerkriegsparteien zutrifft, wenn man die Rolle der Drahtzieher einmal beiseite lässt. Symptomatisch für das offizielle Verhalten ist die Tatsache, dass die staatliche Einstufung dieses Konfliktes als eines Krieges, der zwischen den Bürgern unseres Landes und nicht gegen irgendwelche Banditen geführt worden ist, endgültig erst 1989 erfolgte. Schwerwiegender sind jedoch die ethischen Konsequenzen. Sie haben tiefe Traumata bei den Menschen hinterlassen, die die Folgen des Krieges zu tragen hatten. Sie sind bis heute noch nicht überwunden.